Ho, 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 ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig zum ersten Weihnachtstag. So. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall noch einmal gespeichert. Machen wir zuerst mal die Ork-Hunde platt. Oh. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet gerade. Oh. Ja, komm schon, geh fort. Die machen wir jetzt wenigstens keinen Schaden mehr, die Biester. Also in die kann ich mich jetzt mittlerweile auch als Rudel reinschmeißen. Das ist kein Problem mehr mit denen. So. Bisschen was geben sie auch noch. Bisschen Fell und ein bisschen zäh, die Viecher. So. Ich glaube, in Gothic 2 hießen die dann einfach nur noch vage, die Viecher. So. Das waren zumindest mal die hier. Und da war noch so ganz die Reihe von Uchachachas. Und zwar ziemlich starker. Oh ja. Oh ja, das ist nicht gerade so die kleinste Reihe von Orks. Kämpfer und Krieger haben sie auch noch mit dabei. Ja. Der kriegt jetzt erstmal was auf der Wäschung, der Krieger. So. Endabschädel hat völlig verpasst, dass die Leute hier abgeschlachtet wurden und dass hier gerade schön Feuersturm in die Mitte gekracht ist von seinen Leuten. Naja, der friert doch auch rum. Der steht doch wie eingefroren, der Kerl. Ja, kommt da gejoggt und... Der hat mal die Waffe da gezogen, der Dummkopf. Na gut. Da ist es auch nicht so ein großer Verlust gewesen. Krusch Urok. Sehr schön. Und da haben wir noch ein paar Beißer. Okay. Dann erstmal hier wieder was. Da könnte man noch... Also das nächste Mal, wenn wir dazu kommen, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal Tränke kaufen, wie ich das so sehe. Beißer normal mal abschmeißen. Okay. Die halten ein bisschen mehr aus. Na? Alter, wie laut das gerade war. Die machen dieselben Geräusche wie die Lurker. Und wie laut. Alle hopp. Na, wenigstens sind sie noch ein bisschen rohes Fleisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Knabe hier unbedingt essen würde, aber Buachs. In der Not frisst man, was man findet in der Kolonie. Ja, dann wollte ich auch noch fragen, wie war dann euren Heiligabend? Wie habt dann verbrocht? Wie waren euer Geschenke natürlich? Ach, was habt ihr so an Weihnachten getrieben? Det mich sehr interessiere. Und was habt ihr heute am ersten Weihnachtstag vor? Auch das wird mich interessieren. Der erste Weihnachtstag ist für gewöhnlich bei uns in der Familie für sich. Da bleibt man für sich. Jeder kann so sein Zeug machen. Aber man ist auch einfach nur in der Familie, innerhalb von der Familie unterwegs. Und hat mehr oder weniger sei Ruhe und sitzt beisammen, spielt ein bisschen was und so. Macht Brettspiele, meine ich dann in dem Fall, ne? Sowas machen wir dann. Und am zweiten Weihnachtstag wird normalerweise dann bei der Oma im Nachbarort gefeiert. So. Wird normalerweise dann mit der Vaterseite von meiner Familie Weihnachten noch gefeiert am zweiten Weihnachtstag. Aber der erste ist eigentlich immer so, ich würde eigentlich schon wirklich sagen, es ist so ein Ruhepol in den Weihnachtstage, damit man nicht allzu viel Stress hat. Und damit man es einfach nach wie vor besinnlich agieren kann. Ich mag das ganz gern. Okay, da haben wir eine riesen Meute. Und jagen da einfach mal ein bisschen was rein. Und... Hallo ihr Orkhunde. So. Ganz weihnachtlich schlachten wir hier die ganzen Hunde ab. Aber das ist... Theoretisch könnte man das eigentlich schon als schönes Sinnbild nehmen. Weil es kommt leider immer wieder an Weihnachten vor. Und das finde ich ganz, ganz grausam. Wenn Eltern ihre Kinder vor allem ein Tier schenken zu Weihnachten. Egal, ob das jetzt ein Hund ist oder ob das jetzt eine Katze ist.
Und die Leute, oder ob das jetzt auch ein Kaninchen oder sonst irgendwas ist, aber Eltern schenken ihre Kinder häufig zu Weihnachten dann ein Tier. Und dann wollen die Kinder das entweder nicht, oder man merkt, die Kinder können nicht damit umgehen. Und dann werden die Tiere entweder wieder ins Tierheim zurückgebracht, oder was noch wesentlich grausamer ist, dass die Tiere dann umgebracht oder irgendwo ausgesetzt werden, die Bähe gebrochen und irgendwo in den Müll geworfen oder so. Den ganzen Scheiß hat es schon überall gegeben. Das finde ich etwas ganz, 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 ganz Furchtbares. Deswegen würde ich auch sagen, wenn ich meinem Kind zu Weihnachten ein Tier schenke, würde ich das mit dem Kind absprechen und wäre hundertprozentig sicher, dass das Tier auch wirklich ein guter Besitzer hat mit dem Kind. Und wenn das Kind nicht damit umgehen kann, dann würde ich mich drum kümmern. Aber erstmal die Kapazität checken, kann ich überhaupt ein Tier bei mir haben? Und kann ich es versorgen und weiß ich, dass mein Kind das kann? Ich meine, man kann ja als Eltern auch sein Kind abschätzen. Und wenn das Kind halt die Lust verlieren sollte, und das kommt halt dummerweise immer wieder vor, dann finde ich aber auch, dass man sagen sollte, habe ich die Zeit, mich um das Tier zu kümmern. Weil ein Tier ist ein Lebewesen und in so viele Fälle bei solchen Haustiere mehr wert als ein Menschenleben, meiner Meinung nach. Echt in so viele Fälle. So, ich wollte jetzt mal ein bisschen pennen, damit ich auch mal jetzt nicht hier die ganze Zeit im Düstere rumrennen. Ja, und deswegen finde ich, also Tiere sollte man wirklich nur schenken, wenn man absolut sicher ist, dass das Tier auch eine gute Heimat hat und nicht einfach nur, ja, es ist Weihnachten, kriegt ein Tier, fertig, und es wird schon irgendwie. Das finde ich sehr, sehr, sehr verantwortungslos. Ach ja, dafür kann man wirklich symbolisch hier dieses Orkhund abschlachten nehmen. Passt irgendwie doch, obwohl es ziemlich grausam ist. Aber auf gewisse Weise passt es schon. So, 2 haben wir jetzt auch wieder erledigt und ein paar Orks stehen da auch noch rum. Genau, ich bin hier auf jeden Fall richtig, weil von dort kommen wir von da zwischen Nord- und Südseite vom alten Lager, wenn man auf der Seite rumläuft, die ich sonst immer auch rumgelaufen bin. Kommen wir da an das Tor, wo 2 Gardisten vorne dran stehen. Oh, die Orks haben es auch mitgekriegt. Zumindest ein Ork steht schon drohend hier. Der scheint schon zu checken, was da abgeht. Also manchmal können die Orks echt clever sein. So. Okay, dem ist es egal. So. Gut. Können wir wieder ordentlich Orkwaffe einsammeln hier. Ja, wie gesagt, da geht's durch das Tor, wo die Gardisten stehen. Oder standen, besser gesagt. Ich habe die ja auch schon abgemurkst. Und, ja. Da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg hier. Die Waldbeere sammeln. Seraphis auch noch. Apropos Nahrung einsammeln. Ich habe ja schon ewig nichts mehr gegessen, sondern mich nur noch von Tränke ernährt. Kann es ja auch nicht sein. Ich würde sagen, zum ausgewogenen Frühstück hat auf jeden Fall 2 Stücke Fleisch. Ein bisschen Brot. Und ja, kommt ein einzelner Fleischwanze Ragout, darfst du auch mal trinken. Und eine Beilage Reis kriegst du auch noch. So. Ich weiß, meine Gesundheit war zwar schon völlig aufgefüllt, aber ich meine, der arme Hansel, der rennt ja auch hier in der Kolonie durch die Gegend die ganze Zeit. Der muss ja auch mal irgendwann was essen. Und was trinken natürlich. Apropos was trinken, er braucht ja nicht die ganze Zeit nur Heiltränke. Oh, so ein Schluck Wasser zwischendurch, der ist ja auch nicht verkehrt, oder? So, das habe ich mal ewig gespart, bis du jetzt endlich mal hier einen Schluck Wasser trinken darfst. Und hinterher als was Süßes kriegst du noch ein Äppeler. So. Gut. Dann... Oh, da steht aber ganz schön große Meute hier. Ich finde es auch besser, wenn ich das tagsüber hier machen kann. Weil nachts sieht man leider etwas wenig, wie ich finde. Ork-Kämpfer. Du musst jetzt dran klaver. So, Anari Army Sau kriegt auch noch was auf der Washing. So. So. Gut. Puh. Okay, da können wir jetzt noch eine Fressrunde einlegen. Ein bisschen Käse, ein bisschen Wurzelsuppe. Ah, Entschuldigung. So, Starkbier krieg ich auch noch hinterher. Aber nur weil es so lecker war.
So, was kriegst du dann noch? Ja, rohes Fleisch brauchst du jetzt nicht unbedingt reinzuziehen. Aber so ein bisschen Flammendorn. Warum nicht? Ein paar Beere sind nie verkehrt. Eichenblatt. Ja, komm, das darfst du auch mal haben. Ein bisschen Salat kann man auch vertragen. Das soll ich jetzt Skorbut kriegen. Und Schinke. Viel Schinke essen. Damit aus dir auch was wird. Noch ein bisschen Brot von neben dran. Und hier ein bisschen Fleisch, damit wir auf 300 kommen. Und noch immer Schinke. Ja, geiler Scheiß. So. Da kann man jetzt hier nochmal die ganze Ork-Waffe flattern. Der hat es noch nicht mal gezogen, der Dappschädel da. Und da hinten habe ich noch gesehen, du müsste Ork-Blatt sein. Genau. Perfekt. So. Also es geht doch nichts über gutes Frühstück hier um 9:02 Uhr, nachdem er etliche Orks abgeschlachtet hat. Da steht noch einer. Hallo. Was bist denn du für einen Jäger oder was? Ja. Ich habe schon aus der Aare-Winkel gesehen, dass er Kruschwa-Rock bei sich trägt. Also so besonders stark konnte der nicht sein. Da konnte es entweder nur ein Jäger oder ein Speer sein. Ach ja, kommen wir mal ein bisschen Messerarbeit wieder. So. Na? Hui. So, das war wohl ein Crit. Sehr schön. Ja, ja. Ich finde es auch so großartig beim dritten Herr der Ringe, wo die Pirate kommen und die Orks erwarten die Pirate dann am Hafen und meinen, ach nur, faules Piratenpack, los, es gibt Messerarbeit zu erledigen. Ich liebe den Spruch, das ist so eklig, weil jeder genau weiß, was mit Messerarbeit gemeint ist. Wobei, weiß jeder genau, was du damit gemeint ist? Also ich verbinde es zumindest immer mit, wenn die Leute auf dem Boden liegen, dann nochmal die Kehl durchschneiden und nochmal die Kadaver flattern. Das ist für mich so Messerarbeit. Beziehungsweise aber auch im Handgemenge halt wirklich jemand brutalst abstecher. Das ist auch durchaus Messerarbeit. So. Dann haben wir jetzt hier soweit klar. Da sind wir schon ein bisschen zu weit, glaube ich, für Xardas Turm. Ich könnte natürlich auch auf die Karte gucken, aber nee, ein Mann guckt natürlich nicht auf die Karte. Ein Mann, der läuft einfach stur weiter. Ich habe aber das Sichtfeld eigentlich so weit wie möglich gemacht. Ich glaube, ich bin schon bei 300%. Insofern, du haben wir einen Turm, das ist aber nicht Xardas Turm. Da können wir trotzdem hier gehen. So. Xardas Turm wird dann definitiv nochmal eine größere Anlaufstelle für uns sein, wo wir häufiger mal hinkommen wieder jetzt. Ich glaube, da gibt es sogar extra Teleport-Rune zu Xardas Turm. Ich könnte mich natürlich auch irren, aber ich glaube, ich habe das noch so im Hinterkopf, dass es eine extra Teleport-Rune zu Xardas Turm gibt. Weil ich für ihn auch ein paar Sachen erledigen muss, so wie für die Wassermagier. Und da gibt es halt auch einen speziellen Teleport, glaube ich, für ihn. Okay, hier ist einfach nur Aussichtspunkt. Da hinten haben wir noch einen Turm. Können wir mal zu dem hier gehen. Aber das hat es jetzt natürlich gebraucht, hier auf den Turm zu gehen, um zu sagen, da hinten ist noch ein Turm. Aller hopp. So. Aber ich glaube, die Türme, die Wachtürme, die dürften uns zu seinem Turm leiten. Er wird uns ja auch noch ein bisschen was zu seinem Turm erzählen. Ich habe gedacht, da hinten wäre noch eine Truhe oder was. Irgendwie hatte ich da noch was im Hinterkopf, aber es kann auch sein, dass das bei Gothic 2 war, wo wir eh wieder in das Gebiet, kommen. Zup, und bitte fall nicht in den Tod. Dankeschön. Genau, dann müssen wir von da aus hier entlang. Ach ja, stimmt, ja. Ja, natürlich. Hier sind wir absolut richtig. Weil hier, ihr liebe Leid, ist die Brücke zu einer Orkstadt. Das ist die einzigste Orkstadt in Khorinis. Und ja, da geht es hier über die Brücke direkt zur Orkstadt. Das sind zig Orks. Und da müssen wir aber erst später hingehen. Also noch ist das nicht der Fall, dass wir hier hin müssen. Das wird nämlich eine ganz schöne, lustige Angelegenheit dort. So. Aber wir müssen auf jeden Fall dort hier. So, Feuerwache an, die kennen wir auch noch, die Viecher. Da wissen wir auch, dass die nicht gerade spaßig sein können. Komm her, du. Komm schon. Geht doch. 500 Erfahrungspunkte, ich finde es immer noch dermaßen geil. Was haben wir dann da noch? Razor. Alles klar.
Ja, scheint auch gut was abzuziehen. Das sind die größere Snapper, könnte man sagen. Hey! Okay. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Ey. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du Vieh. So. Okay, die verziehen sich schon wieder. Dann sollte ich definitiv noch so einen Trank. Hier ein 100er und dort 250er. Und dann sollte ich hinter den Viecher mit Magie her sein. Die sind doch ziemlich stark. Hatte ich nämlich so in Erinnerung. Hatte ich echt nämlich so in Erinnerung, die Viecher. Ich habe die etwas schwächer in Erinnerung gehabt. Und trifft. Trifft sogar. Scheiße. Ja, scheiß doch ins Kanonenrohr. Okay, ich hab's kapiert. Ich hab's ja kapiert, Mann. Oh, Mann. Oh. Ich hab's ja kapiert, Alter. Gut. Boah, Mann. So, nochmal schnell hinterher trinke. Und noch schnell so einer. Und dann nochmal hinterher schmeiße, was geht. Mistviecher. Aber ich bin auch so ein Hansel, ne? Ich lass auch nicht locker. Ich gebe auch erst auf, wenn die mich völlig vernichtet hätten. So. Komm her, du. Gut, jetzt reicht nur noch ein Schlag. Die geben auch nur 3 Kralle, die Biester. Also wirklich so gut sind die jetzt nicht, was ihr Drops angeht. Aber sie bringen 200 Erfahrungspunkte immer hier. Das ist ja nicht gerade wenig. Der Feuerwaran ist doch dafür wesentlich einfacher zu vernichten. Alter Falter, waren da noch welche? Ne, da waren nur die Pflanzen, auf denen sie rumgestanden sind. So, so, Sklavenbrot brauche ich. Aber wir sind auf jeden Fall in der Nähe von Xardas Turm. Hier sehe ich noch so einen Razor, so einen Einzelner. Also die sind ziemlich hartnäckig, die Biester. Muss man nur lossen. Der latscht die ganze Zeit gegen die Wand, der Razor. Na gut. Dann komm mal her. Ich würde mal sagen, sowas wird aus Snapper, wenn man sehr erwachsen wäre, lost. Meine Fresse. Also die Biester gleich töte. Von Anfang an. So, da oben ist das alte Kastell. Das steht direkt aber auf dem Berg. Wir sind aber auf jeden Fall hier in der richtigen Richtung. Xardas Turm dürfte nämlich weit sein. Genau, da oben ist das alte Kastell. Und dort drüber, ja, dort drüber steht Xardas Turm. Ich sehe ihn schon. Da in der Ferne, hinter dem Baum, sehen wir ihn schon. So, ist hier aber jetzt was. Gerade nochmal speichern an der Stelle. So. Können wir uns dann nämlich auch sparen, das Gekletter, wenn du nix ist. Und. Nada. Aber, ja. Dafür, ich komme wegen der Aussicht, ne? Okay, dann laden wir nochmal den Spielstand. Dann können wir uns die Zeit nämlich sparen. So. Gut, wir haben es jetzt 10:56 Uhr, fast 2 Stunden hier in der Pampa rumgerannt wieder, seit ich im Orkgebiet hier die letzte groß abgeschlachtet und eine große Mahlzeit gefeiert habe. Okay, da ist der Sumpf vor seinem Turm, genau. An den konnte ich mich auch noch erinnern. Da bin ich früher immer von oben vom Turm direkt in den Sumpf reingesprungen oder hab's zumindest probiert. Ist nämlich nicht so einfach. Moment, da waren auch Razor drin, ne? Ja, einer noch. Erlaubt. Gut. Das war sehr gut. So, da kann man noch so einer pischeln.
und in die Höhle reingehe. Hin und wieder ist ja wohl was ganz Nettes hier in der Höhle. Und immer hier ist es in Xardas Gebiet. Da liegt die Vermutung auch nahe, dass der gute Mann hier wohl auch eventuell Vorratsräume oder ähnliches hat. Ich meine, in einem Turm zu leben ist ja auch sowas von Saruman, sowas von doch irgendwie Klischee-Magier, Fantasy-Magier, dass man in einem Turm lebt. Aber es sieht durchaus so aus, als wäre das einer von seiner... Oh, da ist nicht mal irgendwas drin. Na gut, sieht aus, als wäre das einer von seinen Vorratsräumen tatsächlich. Fälle eines Schattenläufers nehmen wir gern. Fackel, Bier und Dietricher. Nehmen wir doch sehr gern alles. Okay, gut. Ich meine, da hat sich ja irgendwann mal einer die Mühe gemacht, hier die Höhlewand zu mauern. Also durch die... Ich weiß ja nicht, warum man die Höhlewand hier mauern sollte. Ich hätte das Naturgestell gelost und hätte halt den Raum dahinter noch zusätzlich ausgebaut. Aber, naja. Oh, du hast ja noch ein paar von deiner Biester. So, oh, das sind nicht gerade wenig. Das sind nicht gerade wenig. Und ihr merkt, für solche Gegner ist es definitiv nicht verkehrt, größere Zauber parat zu haben. So, deswegen habe ich mal auch die etwas größere, oder würde ich ganz gerne die etwas größere Zauberarkave wie Feuerregen. Das wäre jetzt sehr, sehr praktisch, so ein Zauber. Untote vernichten haben wir ja schon von Saturas gehört in der letzten Episode. Der Zauber gehört durchaus auch zum 5. Kreis der Magie. So, die stürmen wieder hinter uns her. Na, mach du ruhig. Alter, wie laut die ach sind. So. Und. Gut, einer Hammer. Der ist auch nicht mehr so frisch. Wer du? Komm schon. Gut, noch einer tot. Jetzt haben wir nur noch einer als Gegner. Und schön auch noch ein Crit gemacht. Perfekt. Gut, der Rest können wir uns hier mit den 70er Heiltränke hochpowern. Und einer von den 50er Mana-Tränke. Dann hat sich das auch erledigt. So, dann flattern wir noch die Razor. Ja, also man merkt schon, Xardas Turm ist definitiv sehr gut bewacht. Ich kann mir persönlich sehr gut vorstellen, dass hier wirklich die Boote einfach nie mehr wiederkommen sind. Weil erstmal hier durch das ganze Viehzeugs durch ist ja schon ziemlich anstrengend. So, komm her, du. Das war ein guter Crit. Und komm schon. Sehr schön. Puh. Das ist nicht so einfach. Also wie gesagt, Xardas hat sich hier durchaus extrem gut gesichert. Ich kann mir auch vorstellen, dass du erfahrene Kämpfer durchaus ihr Probleme haben, hier durchzukommen. Aber wenn man halt auch so auf der anderen Seite sieht, dass N Magier, der es ein bisschen drauf hat, dass der hier durchaus in der Lage ist, durchzukommen, ist es eigentlich auch nicht unmachbar, zu ihm zu kommen. So, da hinten ist, glaube ich, nix. Dafür, dass ich euch gestern um ein paar Minuten beschissen habe, mache ich heute auch ein bisschen länger. Wollte ich auch noch erwähnen. Weil, ja, das gestern war ja echt Nullnummer zu Weihnachten. Im Yankee-Stil. Und deswegen habe ich mal gedacht, weil ich da 3 Minuten weniger gehabt habe, kann ich genauso gut auch hier nochmal 3 Minuten länger machen. So, wobei ich ja tendenziell, das wisst ihr ja, tendenziell mache ich ja eher mehr, als dass ich mal weniger mache. Das sind seltene Episoden, die könnt ihr eigentlich an der Hand abzählen, dass ich mal wirklich kürzer mache als eigentlich geplant. Ansonsten mache ich hier immer ein bisschen länger. Ach du liebe Zeit, wieder welche von den Viecher. Das sind jetzt so irgendwie mal neue Hassgegner, habe ich gemerkt, die Razor. Die haben schon ordentlich was auf dem Kasten, die Biester.
flieh einfach mal weiter in Richtung Turm, weil da ohne können wir nicht hochgehen. Ich könnte natürlich die Razer auch meiden, indem ich die ganze Zeit hier außen rumgehe und so ihr Rudel meid. Aber das ist so überhaupt nicht mein Stil. So, weiter geht's. Ich habe natürlich der absolute auf die Gosh-Stil. Ups, die sind beide noch gut geheilt. Die sind noch voller Gesundheit. Das heißt, zieh dich zurück. Hör auf. Hör auf, dich in mir zu verbeißen, du Scheißvieh. Mann, 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 Mann. Also die sind hartnäckig, diese Biester. Die sind scheiß hartnäckig. So. Zack. Das ist wie bei Snapper 8, wenn man am Anfang noch nicht gegen die gekämpft hat. Dann sind die Snapper durchaus äußerst hartnäckige Xeller. Gerade was die Verfolgung angeht, sind die Biester durchaus in der Lage, nochmal ordentlich der Arsch abzubeißen. So. Aber ich würde sagen, wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg hier bisher. So. Gewitter erleiht. So. Aber was wir über Xardas ja auch noch wissen, ist, dass er anscheinend auch der dunkle Künstler nicht abgeneigt ist. Er scheint ja auch Nekromantie und Dämonenbeschwörung zu betreiben, was ihn natürlich schon mal ziemlich gefährlich macht. Wir wissen nicht, ob der das macht, um einfach Macht zu gewinnen und somit ein Nekromant ist, dem es einfach nur um viel Macht geht und der skrupellos ist, oder ob er das möglicherweise macht, um Nekromantie und Dämonologie zu studieren. Also wir wissen nicht, was seine Absichten sind und ob der so bösartig ist, wie er uns derzeit so präsentiert wird und wie er uns möglicherweise schon vorkommt. Weil wenn jemand sagt, das ist so einer, der macht auch nur ganz gern hier Dämonenbeschwörerei und ich glaube, ich habe auch gesehen, wie er ein paar Skelette beschworen hat. Das macht dann auf den ersten Blick natürlich nicht gerade so sympathisch. Aber es gibt ja auch Leute, die sowas machen, oder im Fantasy-Bereich gibt es ja auch so Magier, die sowas einfach nur aus Studiezwecke, sag ich jetzt mal, machen. Die sowas machen, damit man weiß, wie man es effektiv bekämpfen kann. So, jetzt geht die Sache los. Alte Streitaxt. Jetzt geht die Geschichte los. Jetzt haben wir die Passage zu Xardas Turm erreicht. Und hier werden lauter Golems als Wächter eingesetzt. Und ich würde sagen, die gehen wir morgen am 2. Weihnachtstag bei Let's Play Gothic auf Pelzig. Ich wünsche euch alle auch noch einen wunderschönen ersten Weihnachtstag. Gebt doch Bescheid, wenn ihr wollt, wie ihr den Tag verbringt und ob ihr da eventuell auch ein Heiligabend-Rituale habt. Es würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Also machen's gut und bis morgen dann, wenn ihr wollt und Zeit habt. Euer Yankee.